Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Lass uns heute darüber sprechen, warum Musik so wichtig für uns Menschen ist. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie sehr Musik unseren Alltag prägt? Absolut, Musik ist überall. Vom Weckton am Morgen bis zur beruhigenden Playlist am Abend. Aber warum glaubst du, ist Musik so elementar? Ich denke, ein großer Faktor ist die Emotion. Musik kann Gefühle verstärken oder verändern. Sie kann uns glücklich, traurig oder auch nachdenklich machen. Genau, und das ist auch wissenschaftlich belegt. Studien zeigen, dass Musik das Gehirn stimuliert und dabei hilft, Emotionen zu verarbeiten. Und das ist nicht alles. Musik hat auch eine soziale Komponente. Sie verbindet Menschen. Denk nur an Konzerte oder Festivals, wo Menschen zusammenkommen und die gleiche Musik erleben. Ja, Musik schafft Gemeinschaftsgefühl. Aber auch im kleineren Rahmen, wie bei Familienfeiern oder sogar im Auto, wenn alle laut mitsingen. Das stimmt. Und dann gibt es da noch den kulturellen Aspekt. Musik spiegelt oft die Kultur und Geschichte eines Landes wider. Sie erzählt Geschichten und bewahrt Traditionen. Richtig. Und sie kann auch kulturelle Brücken bauen. Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen kann. Ein weiterer Punkt ist die persönliche Bedeutung, die Musik für viele hat. Songs können Erinnerungen hervorrufen und uns an bestimmte Lebensphasen erinnern. Das ist ein guter Punkt. Ich habe zum Beispiel Lieder, die mich sofort an meine Jugend erinnern, an bestimmte Sommer oder Reisen. Ja, Musik ist oft wie ein Soundtrack unseres Lebens. Und das macht sie so besonders. Aber lass uns auch über die gesundheitlichen Vorteile sprechen. Gute Idee. Musik kann tatsächlich therapeutisch wirken. Musiktherapie wird zum Beispiel bei Angstzuständen, Depressionen oder sogar bei der Rehabilitation nach einem Schlaganfall eingesetzt. Genau, und das zeigt, wie mächtig Musik sein kann. Sie kann beruhigen, motivieren und sogar heilen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Musik unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit steigern kann. Viele hören Musik beim Arbeiten oder Lernen. Stimmt, aber das hängt natürlich auch von der Art der Musik ab. Klassische Musik soll ja besonders förderlich sein. Ja, das sagt man. Und es gibt sogar die sogenannte Mozart-Effekt-Theorie, die besagt, dass das Hören von Mozart die Intelligenz steigern kann. Ob das wirklich stimmt, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, dass Musik uns in vielerlei Hinsicht positiv beeinflussen kann. Genau. Vielleicht sollten wir uns noch die Frage stellen, warum einige Menschen keine Musik mögen oder wenig damit anfangen können. Das ist interessant. Vielleicht hat es mit persönlichen Erfahrungen oder Vorlieben zu tun. Jeder hat ja einen anderen Zugang zu Musik. Ja, und es ist auch okay, wenn jemand andere Interessen hat. Aber die Vorteile von Musik für die Allgemeinheit sind schwer zu leugnen. Absolut. Musik ist und bleibt ein bedeutender Teil unseres Lebens. Sie begleitet uns in guten wie in schlechten Zeiten. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Was denkst du, liebe Zuhörer, welche Rolle spielt Musik in eurem Leben? Schreibt uns eure Gedanken dazu.